Moje Kanner, schön, dass ihr dabei seid bei Sikona Kids. Heute wollte ich mal dir über Pattespuren schwätzen. Da wo Tiere leben am Busch, hinterlassen sie eben auch Spuren. Und anhand von diesen Spuren, wenn ihr sich gut auskennt, kann ihr herausfinden, welche Tiere wo am Busch leben. Zum Beispiel hinterlassen sie Lebensspuren, so gehen die auf Deutsch genannt, Lebensspuren. Das sind Spuren meistens von den Plätzen, wo sie leihen, für zu schlafen. Da gibt es auch noch eine andere Sorte, das sind zum Beispiel die Fraßspuren. Du erkennst die wie Tiere und etwas gebasst oder geknabbert haben. Da gibt es auch noch ihre Losung oder ihre Kaka genannt, den das bei den Tieren eben auch verschieden. Und natürlich das Pattenaufdruck, die Pattenspuren. Die Pattenspuren, nur denen machen wir uns heute mal auf sich. Die wollen wir uns mehr genau angucken. Der Pol und ich machen uns noch hier an den Busch auf den Weg, um herauszufinden, welche Tiere hier am Busch waren. Wir wollen gerne Spuren von den Tieren finden, aber wenn wir da bis fort tun, dann können wir gucken, mit Pol singen, mit guten Buchhalt für die Spuren und Pferden, können wir dann herausfinden, welche Tiere hier in der Weg waren. Da komm, da gehen wir mal los. Schon etwas vor. Mal. Ich schon mal ein paar Spuren gefunden. Das sieht man so nur ein Reh aus. Ja, wenn wir das vergleichen, dann könnte das ein Reh sein. Aber hier steht ein großes Reh, dem seine Spur ist 4 bis 5 cm lang. Nur die Haie, die sind noch nicht so groß. Was könnte das da sein? Ich denke, Ein Klangdreh. ich meine noch. Schon gut, dass wir das Buch dabei haben. Die meisten Menschen, die kennen sich nicht mehr so gut mit den Spuren von den Tieren aus, weil das heute das nicht, vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Früher war das überlebenswichtig, weil die müssen sein Fleisch, also die Durchspruch für sein Fleisch zu kriegen. Und dafür ist es doch wichtig gewesen, dass ihn dann von den Spuren erkannt hat, wie ein Tier da in der Welt war. Heute ist das, also es noch wichtig, zum Beispiel die Spuren zu kennen für das Vierster und auch noch immer das Jäger. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch gefallen. Vielleicht ist dann den einen oder anderen von euch auch motiviert, für sich so ein Buch mal an den Busch zu holen, aber beim nächsten Spaziergang nur die Spuren besser zu gucken. Viel Spaß dabei. Adi!